Schwelge in vergangenen Ereignissen. Hier zurück bei Kingdom Hearts 3D HD. Willkommen zurück, Freunde. Ja, heute schauen wir uns mal noch die Chroniken von 358 over 2 Days und natürlich auch Birth by Sleep an. Meister Xehanort hatte beschlossen, seinen Schüler Ventus auf den Inseln des Schicksals zurückzulassen. Das Herz des Jungen war zerstört, nutzlos. Doch als ein neues Herz Ventus fand und ihm half, die Leere in seinem eigenen Herz zu erfüllen, wurde Ventus gerettet. Viele Jahre vergingen und Ventus vergaß, was passiert war. Er hatte ein neues Zuhause im Land des Aufbruchs gefunden. Ein heiliges Land, das von einer langen Linie von Schlüsselschwertmeistern verteidigt wurde. Dort traf er zwei andere junge Menschen namens Aqua und Terra und gemeinsam trainierten sie mit Meister Eraqus, um Schlüsselschwertmeister zu werden. Sowohl Aqua als auch Terra hätten zu Schlüsselschwertmeistern ernannt werden sollen. Aber Meister Xehanort schaute sich an und überredete Eraqus, seine Schüler an der Meisterprüfung zu prüfen. Während Aqua die Prüfung bestand, schaffte es Terra nicht, wodurch sich eine Kluft zwischen ihm und seinen Freunden auftat. Bald danach erreichten sie Berichte über unversierte, seltsame Kreaturen, die von negativen Gedanken lebten. Und Meister Xehanort hatte alle Verbindungen abgebrochen. Terra ging fort, um beide Rätsel zu lösen. Ventus lief fort, um bei seinem Freund zu sein. Aqua erhielt von Eraqus den Auftrag, Terra zu überwachen und Ventus so bald wie möglich nach Hause zu bringen. So begann die Reise des Trios. Und auch das Desaster, wenn man so will. Während Terras Reisen begann Meister Xehanort die ethischen Grundsätze des jungen Mannes zu untergraben und hatte ihn bald davon überzeugt, dass Dunkelheit und Licht von gleicher Bedeutung seien und dass ein Gleichgewicht herrschen müsse. An einem anderen Ort traf Ventus Mickey, einen weiteren Lehrling, und kreuzte Schlüsselschwerter mit einem mysteriösen maskierten Jungen namens Vanitas. Die drei Freunde wurden in Radiant Garden wieder vereint, aber es hatte sich zu viel verändert. Terra fühlte sich von Eraqus und Aqua betrogen und geriet immer tiefer in Xehanorts Klauen. Ventus schlug sich auf die Seite Terras und lief wieder davon. Und Aqua blieb mit einer Mischung aus Schuld, Sorge und Liebe zurück. Vielleicht war es das Schicksal, das Terra als nächstes auf die Inseln des Schicksals führte, wo er Riku traf. Er beschloss, die Kraft des Schlüsselschwertes auf diesen kleinen Jungen zu übertragen, der ihn so sehr an sich selbst erinnerte. Eine Zeit später besuchte Aqua die gleiche Insel und entdeckte, was Terra getan hatte. Auch sie fand in Rikus Freund Sora einen Geistverwandten und legte dem Jungen nahe, seinen Freund zu halten und ihn auch durch die dunkelsten Zeiten zu führen. Ventus hatte auch etwas entdeckt. In dem Versuch, Mickey zu retten, wurde er mit Meister Xehanort konfrontiert und erfuhr von seiner Verbindung mit einer Waffe, die X-Klinge genannt wurde. Oder Keyblade oder Schlüsselklinge oder so, kannst du sagen, wie du willst. Wie gesagt, jetzt auf Deutsch geht einmal X-Klinge. Oder Key-Klinge auch. Ventus kehrte zu Meister Eraqus zurück, da die Wahrheit würde Unheil bringen und Meister Eraqus sperrte das Herz des Lehrlings weg, die Katastrophe zu begrenzen. Terra kam gerade noch rechtzeitig hinzu und kämpfte gegen seinen Meister, um seinen Freund zu schützen. Doch darauf hatte Xehanort gehofft. Terra musste entsetzt mit ansehen, wie sein Mentor den geschwächten Eraqus niederschlug. Er war zu nahe gehalten worden. Terra wollte Ventus in Sicherheit bringen, auf die Inseln des Schicksals. Aber dort war bereits Vanitas, der Junge mit der Maske. Schließ dich mir an. Werde die Eclipse-Klinge, sagte er. Da erinnerte sich Ventus an die Wahrheit, dass Vanitas ein Teil von ihm war. Die Dunkelheit, die aus seinem Herzen extrahiert worden war. Terra, Ventus und Aqua versammelten sich im Schlüsselschwertfriedhof. Ja, das war eine epische Szene. In der Ferne erschienen Meister Xehanort und Vanitas. Es entbrannte ein heftiger Kampf und am Ende wurde Terras Körper von Xehanort übernommen. Währenddessen war Ventus in einem Kampf gegen seinen Gegenpart Vanitas gezwungen worden und wählte ihrer bei der Vernichtung, um das Schmieden der Key-Klinge zu verhindern. Letztendlich konnte Mickey Aqua und Ventus retten. Aber Ventus wachte einfach nicht auf und Terra war nirgends zu finden. Aquas Reise war noch nicht zu Ende. Aqua erinnerte sich an die Lehren ihres Meisters. Nachdem sie einen sicheren Platz gefunden hatte, in dem Ventus ruhen konnte, sperrte sie das Land des Aufbruchs zu, das später als Schloss des Entfallens bekannt werden sollte. Ventus' Herz war beinahe vernichtet worden und so zog er sich in die Sicherheit von Soras Herz zurück, dem gleichen neuen Herzen, das ihn zuvor schon gerettet hatte. Und so wurde Sora zu einem Schlüsselschwertträger. Aqua fand Xehanort, der sich des Körpers ihres Freundes Terra bemächtigt hatte, und stellte ihn zur Rede. In einem langen Kampf tauchte Aqua in Dunkelheit ab und opferte sich selbst, um ihn in die Welt des Lichts zurückzuschicken. Also Xehanort zurückzuschicken, ne? Oder Terra Xehanort. Aqua wanderte etwa 10 Jahre lang im Reich der Dunkelheit umher, was er dort auf einen Fremden traf. Dieser Fremde erzählte ihr von einem Jungen, der der Retter aller Welten geworden war. Sora.
Als Aqua den Namen des Jungen hörte, kamen die Tränen und ihr Gesicht strahlte vor Hoffnung. Ja, die Hoffnung, die wir dann bei Kingdom Hearts 3 wohl erleben werden, ne? Wenn es dann alle Wege, alle Pfade da kreuzen und wir hoffentlich somit dann auch nicht nur Ventus, sondern auch Terra retten können. Und Roxas und Sion und Naminé und alle möglichen Leute, ne? Alles was geht. So, wir kennen jetzt eigentlich das Birth by Sleep und Kingdom Hearts, so weit so gut. Aber nach dem Ende von Kingdom Hearts wissen wir, dass ja, Kairi eigentlich geopfert wurde, sage ich jetzt mal, fürs Kingdom Hearts. So er sich dann aber entschloss, sich selbst zu opfern, um Kairi zu retten. Und somit zu einem Herzlosen kurze Zeit wurde. Aber wie wir wissen in der Kingdom Hearts Reihe, das mit dem Herzen ist immer so eine Sache. 7 Tage nachdem Roxas ein Mitglied der Organisation geworden war, kam ein 14. Mitglied dazu. Roxas verbrachte seine Tage damit, Herzen zu sammeln. Er freundete sich bald mit einem anderen Mitglied namens Axel an. Nicht Axel Foley, keine Sorge. Aber Axel wurde für eine besondere Mission zum Schloss Empfangs geschickt und so wurde das 14. Mitglied ein Mädchen namens Sion, Roxas neue Gefährtin. Langsam freundeten die beiden sich an. Sobald Axel von der Mission zurückkehrte, entwickelten die drei ein Ritual, bei dem sie sich nach jedem beschäftigten Tag auf dem Glockenturm von Twilight Town trafen, um Eis zu essen. Jeden Tag ein Eis, wa? Dort reden sie über die Arbeit, Freundschaften, Erinnerungen und die Bedeutung von Herzen. Eines Tages wurde Sion damit beauftragt, den Verräter zu beseitigen. Riku, die Kleidung der Organisation trug, um so zu beschützen. Kurz Hinweis, das Ganze findet noch vor Kingdom Hearts 2 statt, ne? Deswegen Rikus Aussehen, dass er auch ein bisschen größer ist und ja, die Augenbinde und so. Aber Sion wurde besiegt und sagt, der Schlüsselschwert sei nicht echt. Nachdem ihr eine zweite Mission misslang, fiel Sion in ein Koma. Als sie wieder aufwachte, kehrte Roxas tägliche Routine mehr oder weniger wieder zur Normalität zurück. Aber etwas in Sion hatte sich verändert. Sie begann allmählich ihre eigene Existenz zu hinterfragen. Am 255. Tag ging Sion zum Schloss Empfallens und entdeckte, was sie war. Roxas wartete auf Sion, aber sie kam nicht zum Glockenturm. Am nächsten Tag erfuhr er, dass die Organisation im Stich gelassen hatte. Roxas suchte sie und wollte sie zur Rede überreden, aber Sion zog drohend ihr Schlüsselschwert. Erst als Axel erschien, konnten sie sie mit Gewalt zurückholen. Nachdem Roxas einen Teil der Wahrheit über Sion erfahren hatte, begann auch er seine Existenz zu hinterfragen. Er verlor den Glauben an Axel und die Organisation, die ihm so viel verheimlicht hatten, und lief davon. In der Zwischenzeit hatte Sion ein Mädchen namens Naminé aufgespürt und beschloss, ihren Teil von Soras Erinnerungen ihrem Eigentümer zurückzugeben. Was hier noch nicht erwähnt wurde, aber Roxas, ja, ich warte mal noch, weil das, was ich jetzt erklären würde, wird sonst ein bisschen zu verwirrend sein. Axel fand sie und gab ihr ein zweischneidiges Versprechen. Mach weiter so, renn ruhig weg, aber ich werde dich immer wieder zurückholen. Okay. Nachdem er es gerade so eben geschafft hatte, sein Versprechen zu halten, brach Axel zusammen und der Anführer der Organisation, Semnas, brachte Sion fort. Okay. Roxas wanderte ziellos umher und gelang zum Glockenturm. Dort enthüllte ihm Sion, dass sie gar keine sie war, sondern nur eine gesichtslose Puppe, die die Organisation als Hülle für Soras Erinnerungen erschaffen hatte. Die letzten dieser Erinnerungen fanden sich in Roxas, Soras Niemand. Wie bereits vorhin erwähnt, ne, bei Kingdom Hearts wurde Sora kurz einem Herzlosen. Und ja, wenn du halt einem Herzlosen wirst, also im Prinzip gibt es dann einen echten Körper noch, es gibt einen Herzlosen und einen Niemand, wenn man so will. Die drei agieren völlig unabhängig voneinander, aber wie war das schon wieder? Ich glaube, die Erinnerungen stecken im im Herzlosen. Der Niemand führt quasi ein eigenes Leben. Hat aber, weil es irgendwie auch durch die Organisation und so weiter passiert, beziehungsweise wird die Organisation irgendwie auch, wie soll ich sagen, ins Leben geholt worden. Das stimmt so nicht ganz, aber weil irgendwie zur Organisation gehört, kriegt er auch ein X im Namen selbst. Aber hat mit dem Ding ja selbst gar nichts zu tun, mit dem Erschaffen und so. Von niemandem. Auf alle Fälle ist es ja auch so, wenn es den herzlosen Niemand gab, dann ist der echte Körper während der Zeit ja bewusstlos.
So wurde zumindest in vielen Teilen erklärt. Und haben wir vorhin auch mit Axel gesehen, ne, als er da aufgewacht ist. Aber gleich mal weiter. Lockdown, sie würde es ihm fortnehmen müssen, um eine vollständige Kopie von Sora zu werden. Wow. Die beiden kämpften miteinander und Sions Wunsch wurde erfüllt. Sie wurde besiegt. Als Erinnerungen, die sie ausmachen, Sora zurückkehrten, hörte sie auf zu existieren und verschwand aus dem Gedächtnis aller, die sie kannten. Das ist hart. Verwirrt und wütend beschloss Roxas, Xemnas und die Organisation herauszufordern, die Herzen freizulassen, die sie gesammelt hatten, um Kingdom Hearts zu zerstören. Aber Riku hielt ihn zurück. Roxas war nicht stark genug, um zu siegen, und auch wenn er hier fallen würde, würde Sora nie wieder aufwachen. In seinem Kopf hörte Riku den letzten Wunsch eines Mädchens, an dessen Namen er sich nicht mehr erinnern konnte. Halte Roxas auf! Beinahe scheiterte er und er musste es zulassen, dass die Dunkelheit am Herzen die Oberhand gewann, bevor Roxas besiegen konnte. Und er quasi zu Ansem wurde oder Riku Ansem, wie auch immer. Ein Junge namens Roxas erwachte und einen weiteren seltsamen Traum in seinem Zimmer in Twilight Town. Noch 7 Tagen waren seine Sommerferien vorbei. Aufgeregt lief er zum üblichen Treffpunkt mit seinen Freunden. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Erinnerungen war. Bei Chain of Memories war Sora in diesem Schloss gefangen. Da war Schloss gefangen. Er verlor immer mehr und mehr seine Erinnerungen. Und diese Erinnerungen, wie eben erwähnt wurde, flossen einerseits zu Roxas, aber andererseits auch zu Sion. Und solange dieser Prozess nicht aufgehalten wurde, konnte Sora nicht wieder erwachen. Das war ja sowieso etwas ganz Seltsames, dass obwohl ja dadurch durch Soras Tat ja ein Herzloser, gut, herzlos kann man sagen, wie man will, er war ja selber der Herzlose, und niemand erschaffen wurde, war Sora nicht irgendwie bewusstlos. Also Roxas und Sora, die existierten ja parallel nebeneinander. Das war auch irgendwie ein bisschen creepy tatsächlich. Aber ja. Die Kingdom Hearts Reihe. Ich habe es auch ein bisschen sehr weird erklärt, muss ich leider zugeben, weil ich habe da irgendwie teils die Erinnerungen nicht mehr so im Kopf. Die Erklärung besser gesagt, ne? Das genau so war. Es wurde alles erklärt eben bei 358 over 2 Days. Ein bisschen was, Chain of Memories natürlich auch und vor allem auch bei Kingdom Hearts 2. Wurde einiges erwähnt. Naja. Das kriegen wir schon noch raus, keine Sorge. Er hat sich auch noch Erinnerungen bekommen. Also Chroniken zu Chain of Memories und Kingdom Hearts 2. Bei Recoded, naja, kriegen wir vielleicht auch welche, aber seien wir ehrlich, brauchen wir das Recoded? Nicht in Recoded selbst, aber ich habe immer den Zweck des Spiels hinterfragen, um ehrlich zu sein. Oh ja, schon ein bisschen mehr aus. Das Nashorn, okay, aber was es darstellen soll. Golbat, neue Stufe Golbat. Jetzt bald so ein X-Bad, wenn die Freundschaft hoch genug ist. Naja, wer es glaubt. Oh. So ein Teil, aber ich glaube, der ging hier hoch, oder? Jetzt als würde ich in eine Aludose schlagen oder so.
Man muss zugeben, auch wenn die Geschichte bei Kingdom Hearts, vor allem zwischen ganzen Charakteren und so, mit dem, ja, es geht um die Herzen, jetzt sind es mal Unversierte, es sind Herzlose, etc. als Gegner oder Traumfänger, hast du nicht gesehen. Wenn es alles im Teil auch ziemlich weird klingt, was man dem Spiel einfach sagen muss, es wurde auch mit Herz gemacht. Ich weiß, dass es mit dem Herz klingt. Hallo, hallo. Okay, das war gerade weird. Mir ist gerade OBS abgeschmiert. Also abgeschmiert. Hat draufgehängt und plötzlich gesagt, da war was lange zum aufnehmen. Ich brich mal kurz ab. Der Vorteil der OBS, wenn du in MKV aufnimmst, ist es ist nicht die Aufnahmeblöden. Zum Glück, ja. Also ich hoffe zumindest. Aber in der Regel hat es auch schon bei... Ist doch schon ein bisschen länger her zugegebenermaßen, aber hat ja auch schon. Dass wenn du einen NKV aufnimmst und mal eine Aufnahme, irgendwas mal abbricht, dann kannst du einfach dort direkt weitermachen. Also insofern, ihr habt hoffentlich nichts verpasst. Und falls doch, muss nachher im Schneiden mal gucken, also dann vielleicht in der nächsten Folge nochmal die Chroniken angucken. So, wo bin ich jetzt überhaupt? Wer ist da unten? Ist wieder runter. Du. Der hat gesessen. Wow. Okay, das ist geil. Das ist geil. So geht steil. Du. Whoa! Oh man! Identify. State your handle, program. I, don't have any handles, but the name's Sora. Verifying handle, Sora. Handle not found. Stray program recognized. Hey! What? Isolating for quarantine. Whoa there! That is so unfriendly. Aber sowas von. Wenn ich ein fremdes Programm bin, Entkommen der Wache. Hä? Welcher Wache? Ich sehe nichts. Oh, jetzt sehe ich was. Yeah. Yeah. Immer schon auf die Mütze, Freunde, immer schon auf die Mütze. Sind das irgendwelche Inquisitoren oder Sith-Krieger oder so? Wegen roten Lichtschwerten, so wie es aussieht. Junge, mit bei Star Wars gelandet. Wobei, ich meine, es ist Disney, ne, mittlerweile. Also, Kingdom Hearts 4 mit Star Wars drin. Wäre theoretisch möglich. Mein Flut der Krieg war auch schon drin. Da kommen immer noch mehr. Ich hau ab. Tschüss. Aber, wo muss ich mal hin? Moment. Hier runter stimmt schon, oder? Guten Tag. Geh mal weg, ja. Was? Ja, ich wollte aus der Stadt weg. Junge. Also.
Programmfehler, Programmfehler entdeckt. Zugriff, Zugriff. Ne, gibt ja keinen Zugriff. Tschüss. Blablabla. Ich bin nochmal weg. Tron. He's alive. Look at that boy's weapon. It's different. But it's something you programmed, right, Dad? Huh? No, Sam. No, I've never seen it. What was that about? Hey, Huh? that weapon. Can I see it? Oh. This is just incredible. What a program. The weapon and the wielder. Program? Not me. This is called a Keyblade, and I'm Sora. I'm Sam. So this is like Tron's world, right? You know Tron. Yeah, I've met him and stuff. Listen, that program you just fought was Tron. What? That was Tron? Tron used to be a good friend. Together, we created this place, the Grid. It was something, man. But then Clue staged a coup. I was exiled, and Tron wound up getting de-rezzed. Or so I thought. Clue made him into a new program called Rinsler. That's the thing about programs. Mess with the code just a little, and their whole nature and memory can change. But that's horrible. Most of this is over my head. But both Tron and this world do seem pretty different. Still, if that's really the Tron I know, we should change him back. Bingo. And now you're up to speed. If we're lucky, Clue kept a backup of Tron's source code. He's a program, after all. He'd be methodical like that. So, if we get Tron's source code back from Clue, we can put him back to normal, right? That's the idea. Great! Thanks, mister. Where are you going? I'm going after Clue. Do you even know where he is? Nope, no idea. What a strange user. You're nothing like Flynn or Sam. Come on, Sora. I'll show you the way. Huh? Cora, we have to keep moving. Yeah. What are you gonna do if Rinsler attacks again? If we're in a hurry, we have to take care of Rinsler first. The two of us can handle him. All right. Do what you can. Maybe you and Sora can help Tron. Dad, no. Relax, Sam. I have a feeling Sora is someone we can trust. Now you and me need to press on. Okay. Cora, be careful. You too. All right. It's you and me. You ready, Sora? Yeah, let's do this, Cora. Clue should be at the helm of his battleship, the Rectifier. We can get there with a solar sailor from the underground docks.
this? A keyblade. Der Rauschkonter. Ich muss zugeben, ich kenne mich in der Welt von Throne gar nicht so aus. Ich kenne ihn halt nur aus Kingdom Hearts 2 und dachte mir so, okay, hier sehen halt die Leute ein bisschen anders aus. Aura-Konter sind möglich, wenn du einen Angriff geblockt hast. Okay, erst blocken und dann halt X. Okay. Na, gucken wir mal, wa? Deaktivieren und ab zum Hafen. Okay, da vielleicht erstmal speichern. Dankeschön. Das ist nicht unbedingt die schlechteste Idee. Die nächste Welt. The Grid. Ich finde das viel schöner als der Raster. Ja, der rastet, der rostet. Also gewisse Begriffe finde ich einfach, muss man doch nicht ins Deutsche übersetzen. Wozu? Oh, Sturz! Bin ich auch wieder weg. So, haben wir alle. Denn ich bin so müde. Sturzdämpfer, Sorteil, Magieverteil, Brinhelfer und Steh auf Männchen. Ja, Männchen. Den können wir noch übergeben, komm. Habe ich bei so eigentlich aktiviert? Weiß gar nicht mehr. So. Das ist wie gesagt fertig. Hier sind die beiden noch drin. Und ja, ganz ehrlich. Mit Rico jetzt da reingehen, vor allem in der Folge, da bringt es nicht mehr, ganz ehrlich. Gehen wir mal mit Sora rein, weil er mit Sora ein bisschen gucken, was so abgeht. Denn er auch aufgrund des Abschlusses vorhin würde mal sagen, ja, doch, wir können hier noch das schön noch abschließen in der Folge. Mal 30 Minuten, das passt doch. So, wie geht das jetzt? Sag mal. Ja, so ein bisschen so viele Gegner mehr zu sein. Oder ganz Kampf dann auf 9 gestartet. Ich glaube schon, ne? So, nein, flach. Einer übrig? Hab schon, wa? Ne, okay. Puh. Junge. Haben wir mit so jetzt ein Ding draufgepackt? Eben, glaub nicht, ne?
Doch, Sterbenmännchen ist drin. Okay, okay. Ich will einen Konto nach Hause probieren, aber... War ein bisschen zu viel los. Gut. Aber ich wollte eh eigentlich die Folge, beziehungsweise speichern, bevor die Folge beenden. War jetzt hier. Stürze 10. Du bist oft gestürzt, wa? Naja. So. Jetzt sollte ich natürlich auch wechseln. Weil ich weiß auch nicht, wie das mit Sora hier ist, ne? Aber jetzt. Also, weder zu sein, bin ich eigentlich eher ein Fan davon, zu sagen, hey, ich mache mit Sora die Welt durch und mache sie dann nochmal mit Riku. Und das wär's dann. Statt jetzt ständig hin und her zu wechseln und ein paar mit Sora zu machen, oder einer mit Riku. Bis dann irgendwann mal durch sind. Finde ich irgendwie sinnvoller. Huch! Mehr Gegner! So, bei dem mal gucken. Na komm, greif an, kann ich blocken. Okay. Ah, da ist das Timing überhaupt kein Problem tatsächlich. Ich muss auch nur dran denken, dass ich öfters blocke. Ja, macht schon Spaß. Gut, Guti. Warte mal, ich muss da weiter. Ab zum Hafen, gut. Dann machen wir das. So natürlich. Mann, sogar. Hä, bin ich so falsch? Junge! Nein! Oh, okay, habe gespeichert. Mann. Gut. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal bereits erwähnt. Dann mal gucken, ob wir Thrawn finden, retten, was auch immer und dann ja, mit Riku nochmal das gleiche und danach ist wohl die Welt von Pinocchio und Geppetto dran wegen dem Wal oder ist da was anderes? Wir werden sehen. Bis dahin, bye bye.